Nein, geht's dir gut? Was läuft? San Mattia? Mir Also geht's für gut die, die jetzt. Feriengang. warte schon. Machen wir eine ehrenvolle Introduction für die das nachher später werden sehen, vielleicht als RIP. Für die es spontan einschalten, jetzt natürlich da, aber für viele, die den Stream vielleicht später werden sehen. Wir haben da, meine Wenigkeit kennen viele natürlich schon, wir befinden uns da auf dem Cola-Podcast, aber der Herr da unten, wo wir heute spontan zu so einer Mitternachts-Live-Streaming-Session verdonnert hat, oder wir denken, wir machen mal einen Tag, das ist der werte Herr San Mattia. San Mattia. Klein geschrieben. A.k.a. Bring uns noch so einen, a.k.a. The Don, a.k.a. Was hast du noch? Hast du noch a.k.a.s? Hast du noch a.k.a.s? Ausser der Bring noch so einen. G. Nein, echt nicht. Die kommen noch, gell? Ja. Die müssen sich noch entwickeln. Genau das. Und das San Mattia, gewisse vielleicht kennen den schon, wo da gewisse Streams verfolgt haben, so. Teil von der Familie, würde ich sagen. Von der Podcast-Familie auch, muss ich an der Stelle sagen, weißt du? Gang, wie du gesagt hast. Und, nein, wir haben das gedacht, wir machen mal ein bisschen einen Stream, schauen, wo das anführt, weil wir vorher in den DMs ein bisschen geschrieben haben. Und, vielleicht können wir auch ein paar andere Leute, können wir da ja auch ein bisschen inspirieren oder motivieren, so. Und der San Mattia ist natürlich nicht einfach ein Instagram-Cloud-Chaser, der am Hängen ist. Also er ist einer von diesen Type-Künstlern, würde ich damit sagen, sondern er ist fleissig am Machen und ist natürlich auch Songs am rausgeben. Nicht zuletzt der Track, über den wir nachher auch noch ein bisschen reden, oder das Musikvideo vor allem, «Wenn ich gross bin». Also für die jetzt da einschalten, bleiben auf jeden Fall. «Wenn ich gross bin», genau. Für die da jetzt schon einschalten, hey, wir machen jetzt, das ist jetzt eine kleine Intro gewesen, wir machen jetzt den legendären Mitternachtsstream. Yes, nein, aber easy. Was läuft? Alles gut? Alles gut. Geschafft bis heute, jetzt habe ich Ferien, jetzt kann ich arbeiten. Okay. Ja, voll. Wie fühlt sich da an? Befreit, oder was? Ja, befreit. Nice. Baba. Papa, alles, was wir so sagen. Für Shit schon. Machen. Ja, Mann. Also künstlerisch, würdest du damit sagen? Sowie gönnerisch. Wir können sich halt jetzt mal ein bisschen der Flex, hast du, was ich meine? Ein bisschen der Flex, ein bisschen Netflix, YouTube Quality Time und so Sachen. Genau, also, klar, oder? das braucht es nämlich auch. Auf jeden Fall, weil ich glaube, also wenn es dir nicht ausmacht, haben wir ja vorher über gewisse Sachen geredet, die dich interessieren in der Quarantänezeit oder gewisse Amis, die wir so beide verfolgen im Moment irgendwie. Und fällt dir irgendetwas auf jetzt, wo du geil findest, in diesem YouTube, Instagram Space jetzt gerade in US, oder was? Ja, also mir fällt auf, dass viele jetzt so Content machen, was ich vorher nie gemacht habe. Also so, ich habe vorher Machine Gun Kelly angesprochen, wo mir sehr gut gefällt. Er macht jetzt so jeden Tag so Videos, so wie er irgendwie Jam oder so macht, so irgendeinen Nirvana-Song oder was auch immer. Oder irgendwie solche Zeug. Ja, also es tun auch irgendwie mehr Livestreamen, denke ich mir. Das finde ich sehr nice. Hast du das vorher ein bisschen gemacht selber schon? Oder bist du noch ein bisschen am Pröbeln gewesen dort? Du bist noch nicht so... noch gar nicht gemacht. Ich glaube, ich habe einen Livestream gemacht, ja. Hat sich noch nicht so Ding angefühlt. Ich habe es glaube es kommt eben gar nicht wohl, weil es live ist. Ja, eben, darfst du natürlich auch nicht falsch sagen, gell? Also, ich muss im Fall, also ich wäre der Erste, der sagt, es ist recht Straub oder so, weil ich vorher also die mich halt persönlich nicht kennen, weil sie einfach nur den Podcast gesehen haben, wüssten eigentlich gar nicht, dass ich sonst nur ein privater Sicht bin. Also es ist nicht, ich finde das eigentlich mit dem Live-Gedanken finde ich auch eher ein bisschen, also nicht Straub, aber ja, man passt vielleicht ein bisschen auf, aber die Dynamik dahinter ist halt erstaunlich spannend, denke ich. Eben, wenn nachher plötzlich irgendwie spontane Sachen entstehen oder so, die so vorher nie entstanden wären, wenn es halt pre-recorded gemacht hätte, ist schon recht spannend. So. Also auch für den künstlerischen Gedanken, finde ich. So. Aber ich weiss nicht, ob es nachher noch, das kommt ja vielleicht noch, gell? Eine Twitch-Karriere noch nebenbei. Musik-Twitch-Karriere. Ja, du kennst ja Kenny Beats, oder? Auch, ja, voll. Und die Session sehr nice. Ah, was? Ja. Okay. Ja, auch in dem Studio, oder was? In dem
in den, wie nennt er, man in dem Dungeon, oder Cave. man, wie nennt er sich? The Cave. Ah, genau, im Cave, ja. Beste Serie. Der hat letztes Jahr, also irgendetwas ist halt bei dem, also ich hatte den vorher nicht am Schirm gehabt, vor diesen YouTube Freestyles, vor diesen Sessions, so, aber der hat das hure clever gemacht mit dem Content, auch, muss man sagen, man. Also ist auch gut produziert, so. Irgendwie. Aber okay, easy. Also dann hast du jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Sounden in dem Fall. Oder an der Musik weiterarbeiten. Yes, sir. Aber bist du schon komplett weiter oder bist du noch mit dem Album, wo ich nie aussprechen kann, Bansi oder Bunse, ob ich es jetzt auf Schweizerdeutsch oder auf Englisch, sorry, ich will es nicht verunstalten. Du bist schon im Headspace, bist schon lange weiter. Also jetzt komplett weiter, schon abgeschlossen eigentlich. Krass. Aber trotzdem immer noch. Krass. Ja. Also los ist noch ein paar Tracks von dort oder kannst du die gar nicht mehr hören? Das ist ja 2019, also ist noch... Also ich bin jetzt nicht irgendwie so auf der Schiene, dass ich es irgendwie nicht mehr gut finde, das überhaupt nicht, aber ich habe es einfach ein bisschen totgelassen halt. Ich bin jetzt ein bisschen drüber hinweg, ich werde in ein paar Monaten wieder hören. Und da ist dir etwas Spezielles aufgefallen am Album, einfach, dass man noch vielleicht auch über das reden, dass irgendwie jetzt vielleicht gewisse, wir reden ja Aftercam, oder für die das nachher mitverfolgen, da reden wir ja ab und zu auch noch so über, keine Ahnung, Leute, die später erst auf deine Tracks stoßen könnten, oder irgendwie am Anfang das noch nichts abgefeiert oder so. Siehst du jetzt irgendwelche Favorites, Fan-Favorites, die erst jetzt kommen, oder so vielleicht, vom Album? Oder sind so die, wo du gedacht hast, die wären sowieso gewesen, die geilsten, die fühlen es auch da draussen, so. Also, was denkst du? Es hat noch nicht so viel Traffic drauf gehabt, dass ich jetzt wirklich so kann sagen, so Fan-Favorites und so. Das ist schon hier, das ist gerade ein guter Punkt. Also ein Lied ist ja mit dem. Stimmt. Also für die nicht wissen, über was wir da reden, wir reden natürlich über das Bansi, auf Englisch, das Bansi-Album, wo sehr viele Tracks hat, muss ich sagen. Also auch für ein Album heutzutage, man, recht viele Tracks. Also wenn wir ein bisschen die Diskografie durchwöhnt, gar nicht nur das Aktuelle, so eben, das ist mir ja damals schon recht speziell gefunden, dass der mehr Tracks als sonst der Standard ist, ausgewählt hast für das Album. So, das habe ich schon mal geil gefunden. Ja, ich habe zuerst schon gedacht, es ist zu lang vielleicht, aber es hat sich dann es wie gebraucht, so, der Output. Gerade am Abchecken der Boy, okay, Sine, ja, und für die anderen, die das Album noch nicht abgecheckt haben, können wir mal Sine die Savage, natürlich da am Supporten. Mundart sich gegenseitig am Supporten, so wie ich es gesehen man, liebe Leute. Nein, sorry, aber was hast du gesagt? Tut mir leid. Wegen der Albumtracks. Also es hat sich einfach natürlicher so angefühlt, so viele Tracks. Also natürlich so, also jetzt noch eine recht kleine so Fanbase, würde ich jetzt behaupten. Das ist immer so ein bisschen, ich habe 2 Singles rausgegeben und die sind jetzt natürlich die grössten sozusagen, eben neben dem Track mit Distrust. Da ist der Distrust hat da eine gute Arbeit geleistet, hat da gut supportet und so, und der ist jetzt top. Und nachher halt die Singles, aber so, ich schaue immer fast mehr auf so die persönlichen Rückmeldungen, die ich habe bekommen. Da sind auch andere Songs, vor allem, die drin sind. Bach habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen, das ist nice. Okay. Oder, mit diesen 2 Rollen, also für die den Track noch nicht gehört haben, gehen mal die, darf ich sagen, die leichte bipolare Schizophrenie ein bisschen, oder Bipolarität von dem Track, könnt ihr das ein bisschen abchecken. Finde ich spannend eigentlich. Aber ja, voll, Die 2 Rollen, die der werte Herr San Mattia da annimmt. Oder 3 Rollen sind es, 2 sind es, oder? Ja, 2. Wir machen jetzt schon ein bisschen Easter Eggs, wo man nachher kann spielen. Weißt du, man tut es ein bisschen schon verpacken. Das ist richtig lustig. Gehen sie die alle weg vom Livestream und gehen so. Musst, nein, wegen Ding. Ja, dann haben wir keine Viewers mehr. Nein, fuck, warte schnell. Die holen wir jetzt, wir müssen jetzt irgendwie so reckless Shit machen, dass wir die Viewers holen. Oder? Nein, die meisten schauen sich spannenderweise die Sachen im Fall erst nachher im Nachhinein auf YouTube an. Das habe ich irgendwie auch so gemerkt. Mit den Streams und so. Finde ich auch besser. Finde ich eigentlich entspannter. So. Aber okay, dann bist du schon lange weiter in dem Fall. Also ich habe schon komplett andere Projekte geplant, die so am Rollout sind im Moment. Jetzt noch ein bisschen, und für mich Geschmack so ein bisschen zu wenig jetzt noch Output gehabt für die Corona-Zeit. Sie alle gerade so einen Push, neue Shit rausholen und so. Ich bin noch nicht ganz ready einfach.
Aber bist du am Arbeiten gewesen, auch bis Safe, jetzt, hast du noch gesagt. Ja, Oder hast du noch andere Angelegenheiten gehabt? ja. Aber willst du dich jetzt voll reinstürzen? Oder was jetzt ab dieser Woche oder so? Also- Oder denkst du, also machst du das auch gar nicht mit, gell? Das ist auch Strategie. Das gar nicht mitmachen Ja. und Es ist und halt, einfach vorbereiten. ich sehe es auch gar nicht nur so auf Marketingbasis, dass jetzt man so pushen, sondern auch einfach, man hat jetzt Zeit, man hat jetzt gut, weißt du, was ich meine? Für Künstler ist es eigentlich jetzt ein bisschen zynisch gesagt, ist Coronavirus das Beste, was passieren kann. So. Ja, ich weiss, was du Man meinst. kann jetzt genau das machen, was man immer machen will. Ja, und dich ein bisschen am PC hocken. einfach und ein bisschen deine Sachen vertiefen. Also einfach überlegen und für dich selber ein bisschen sein, man. Ganz genau. Easy. Aber hast du jetzt vorher, also bist künstlerisch, habe ich auch eher ein bisschen so mitbekommen. Klar, wie du gesagt hast, du bist noch am Anfang, natürlich so. Es geht jetzt auch nicht darum, dass man da delusional Hype irgendwie aufbaut oder so. Ich bin ja überhaupt nicht auf dieser Welle, das wissen ja viele da. Aber, du bist eher jemand gewesen, der viel für sich selber geschafft hat, oder so. Also wenn es eben um den Songprozess gegangen ist, Ja. meistens. Also ich mache einfach von Okay. A bis Z alles selber und das bringt halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das den Prozess ein bisschen verlangsamt, aber andererseits bin ich auch in allem so drin und bin natürlich auch in allem interessiert, ist jetzt das Producer selber oder die technischen Sachen, so Mastering und solche Scheiße oder eben das Marketing oder so Shit. Was lebst du denn mehr jetzt? Das Producer da sein oder das Artist da sein? Oder Vocalist, sagen wir mal, auf der anderen Seite Vocalist sein. Ja, es tut immer so ein bisschen switchen. Ich bin auch so ein bisschen, je nach Phase, die ich habe, bin ich auch so ein bisschen in einem anderen Modus. Also wenn ich gerade so für andere Leute irgendetwas zu produce oder irgend so eine Shit, dann habe ich so eine andere Herangehensweise, als wenn ich es jetzt für mich mache. Okay. Also kannst du dich ein bisschen aus der Haut dort vielleicht nehmen und, Ja, oder einfach auch, also mir denkt es immer, wenn ich für mich selber, das Ding ist halt, wenn ich für jemand anderes etwas mache, dann muss ich ja den Beat machen und ich habe noch keine Vocals oder noch keinen Kontext oder so dazu. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weit etwas zu finden. Und wenn ich für mich selber etwas mache, dann mache ich vielleicht irgendeinen Beat und dann habe ich nur so eine Struktur, so ganz leicht und dann nehme ich schon etwas auf und dann baut sich der Track wie nach auf und es ist gar nicht so Okay. Vocals oder so, sondern es ist wirklich so halt das Ganze. Also alles, was ja, voll. Ja, das ist alles eins, so, ja. Und dann, Jetzt macht das viel mehr Sinn, ja. und das gibt dann auch wie so ein bisschen einen organischer Aufbau und halt auch, wie sagt man? Mein Lieblingswort übrigens organisch, für die, die es noch nicht wissen. Das ist ein nices Wort. Nice Wort, ja. Ja, also du hörst ja nicht deine eigenen Beats sozusagen, man. Du machst das halt alles in einem Guss, so. Ich verstehe schon. Macht mehr Sinn, so. Ja. Okay. Und, jetzt, wir springen da natürlich vielleicht teilweise ein bisschen, aber das wird ja ein bisschen schnell eine längere Sache. Wir hören ja nicht gerade die 5 Minuten auf. Darum wäre es safe, dass man könnte sagen, also das Wenige, was ich vom San Mattia schon mitbekommen habe, ist insofern, finde ich, ein bisschen spannend, aus dem Aspekt auch, weil, klar, ihr seid natürlich recht jung, auch da ein paar andere, die reinschauen, eben deine Goons da natürlich und der Jaru, für den du auch, wo ich auch nie weiss, wie man ihn ausspricht. Jaru. Jaru. Siehst du das? Aber wieder auf Schweizerdeutsch wieder, man. Jaru, nicht Jaru. Nicht Jaru. Immer die Zürcher. Ja, wirklich, gell. Wir sind alles am Verunstalten da, man, im Coronavirus. Nein, aber, dass ihr natürlich so, also, ein spannender Punkt finde ich auf jeden Fall, dass ihr in dieser jungen Generation steckt, wo vielleicht zum ersten Mal YouTube richtig würdet verstehen. Also ich nenne es jetzt auch mal so ein bisschen konkreter. Also es geht auch nicht YouTuber, du weißt, was ich meine, wenn man so YouTube versteht, einfach so das Internet-Zeitalter und nicht irgendwie so, klar, es hat es halt schon gegeben, wo ihr jetzt aufgekommen sind oder aufkommt und ich glaube, das sieht man auch, bewusst oder unbewusst im Geschmack, wie ihr zum Beispiel YouTube führt, wie ihr was auch immer, Social Media auch führt oder so, aber das geht mir ja nicht einmal so groß, weil
eins, wo man es dann wird sehen, für die da die lieben Cola-Podcasts zuschauen, die das nachher werden anschauen und wo die Verlinkung sicher auch noch werden sehen, wo man das kann so gut sehen, ist auch in dem Wenn ich gross bin Track. Wenig gross bin. Also wenn du gross bist, basically, man. Ja, Auf Zürich, genau. cool, machen wir das jetzt mal. Wenn du grown up bist und wenn du nachher all die tollen Sachen kannst machen, dann hat nämlich der Mattia, wie nennt man so ein Video? Was ist das? Ein Montage-Video? Man, so ein Meme-Montage-Video. Ja. Alles ein bisschen zusammen. Er hat so Epic Compilation von kulturell, man könnte sagen, kulturell prägenden Memes und kulturell prägenden Momenten von der Schweiz so ein bisschen zusammengetan. Also international, aber auch Schweiz, oder? So. Für die den Song noch nicht gehört haben. Der ist aber, ein weiterer Punkt, ist von einer älteren, also ich nenne es jetzt mal älteren EP, die vor dem Album rausgekommen ist. So. Erstmal, wieso hast du das jetzt unbedingt noch zu einem Musikvideo machen? Also, hast du das schon vorher im Kopf gehabt? Also bevor, oder wo die EP gedroppt hast damals? Also ich bin immer so ein bisschen auf dem Trip gewesen, so machen, hinten dran lassen und so einfach immer weitergehen, dies, das. Und nachher habe ich einfach von vielen verschiedenen Leuten, wie unter anderem du halt, und so, ich habe noch mit anderen Leuten geredet und die haben halt alle gesagt, ja, dass es wichtig ist, dass man Projekte nicht sterben sozusagen, dass man es nicht einfach so wie UFO jetzt zum Beispiel macht, der released Wave und seit Wave raus ist gekommen, hat man nichts mehr davon gehört und ist sozusagen jetzt unrelevant. Also weißt du, was ich meine? Weil man schon bei den neuen Tracks ist. So, yeah. Genau das. Und das haben wir einfach viel gesagt, ja, so der Song, wenn ich gross bin, oder auch generell die anderen Songs, jetzt nicht speziell der Song erwähnt, könnte noch so viel, hat noch mehr Potenzial. Oder so, wäre gar nicht unbedingt hätte so dem Abgrund geweiht. So. Yeah. Und wir können wie noch mehr rausholen. Und dann habe ich gedacht, wir können es ja wieder relevant machen, oder so wie wieder ins Meins von den Leuten holen, wenn man wieder so wie das ein bisschen pusht. Mit einem Musikvideo eben oder so. Ja. Und das ist schon, also ich stelle mir es so vor, dass es total, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du all die Memes und all die Bilder schon im Kopf gehabt hast zu dem Song, aber dass es vielleicht irgendwann einfach mal eine Auswahl gegeben hat von Sachen, die du dort rein willst tun. So. Also für die es nicht checken, wenn wir es werden sehen, es hat recht viel Bilder, Visuals auf einmal. Also eben so Montagen, das habe ich früher irgendwie mehr gesehen. Die sind irgendwann ein bisschen aus der Mode gegangen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade gefunden. Eigentlich. Aber ich finde es halt eben spannend, dass du YouTube-Thema halt eingebunden hast auch. Was die muss man halt leider ein bisschen sagen. Das ist noch ein bisschen eine Lücke in der Schweizer Musiklandschaft. Dass man das ein bisschen versteht. Aber das hast du dann zusammen gemischt mit Schweizer kulturell relevanten Sachen. Also, hast du irgendeine Map im Kopf oder hast du einfach mal Sachen aufgeschrieben, die du spannend findest? Oder weißt, ist zuerst die Liste da gewesen? Oder der Song ist zuerst da gewesen und hast nachher dir einfach eine Liste gemacht? Oder Also wie ich eigentlich die Idee hatte, das zu machen, weil ich das wie nice habe gefunden, weil ich es bei den anderen Sachen habe gesehen oder weil es irgendwie einfach so solche Videos immer für mich so einen grossen Eindruck gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man so, eben so den Collage-Stil. Und dann habe ich gedacht, ja, wie können wir jetzt irgendwie die Leute so abholen? Oder weißt so, wie das so das Video nachher grösser ist als der Song selber. Also jetzt blöd gesagt, ich bin jetzt nicht... Also ja, nein, aber dass es noch einen Mehrwert gibt zum Video und nicht einfach so... Ich hätte ja auch machen, dass einfach ganz viele so Schlägli-Videos, wie sie einander so punchen oder irgend so, das hätte ja auch passen. Aber das hat dann nicht so die Wirkung gehabt, denke ich. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin sehr interessiert so Kultur, Memes eben, oder so der ganze Scheiß, macht mir viel Gedanken dazu und dann ist es so fast ein bisschen wie auf der Hand gelegen, dass ich so etwas in die Richtung mache. Und dann bin ich auf YouTube gegangen, Coronavirus, und dann habe ich irgendeinen Newsbeitrag abgeladen, Trump irgendetwas abgeladen und nachher SRF-Scheiß irgendetwas abgeladen, da irgendetwas abgeladen. Schlussendlich ist meine ganze fucking Festplatte voll mit Bullshit. Und dann habe ich einfach angefangen reinzuzogen, angeschnitten, so der Scheiß. Also, die Dedication, muss ich einfach sagen, muss man schon schnell, also eben für das, dass die jetzt, eben, ich finde es immer spannend, wenn natürlich dein YouTube-Channel ist ja relativ neu, also beziehungsweise dein Artist-Profil. Und dann finde ich es schon recht spannend, dass man sich überhaupt,
Also klar, ein anderes Musikvideo dauert auch viel, braucht auch viel Zeit, oder generell Musikvideos, denke ich, aber so eine Collage zu machen, dann zu überlegen, welche Dinger Sinn machen. Und dort dazu, also am Anfang fangst du an, habe ich das richtig verstanden? Ist das der Ursprung vom Bring uns noch so einen? Ja, Mann. Ist das tatsächlich der Ursprung? Tatsächlich das. Hast, weil für die, die es nicht checken, dort muss ich schon sagen, ich will dich jetzt da nicht eben, inflationär hype oder so, gar nicht. Das sind wirklich meine eigenen Gedanken. Also, der San Mattia zahlt mich auch nicht dafür, dass ich das jetzt sage. Einfach, dass die Leute das verstehen. Das kannst du Geld Natürlich. Nein, ja, also, sicher, hoffentlich irgendwann einmal so, aber, das halt ist mal noch für den Grind, so ist ja okay. Genau. Aber der San Mattia hat einen recht guten, also für Schweizer Verein, nein, ich will es nicht so sagen, das ist immer so ein doofer Satz, aber im Mundart-Game sieht man ja relativ selten, dass jemand individuelle Tags hat, Beat-Tags. So. Das sieht man sowieso schon ein bisschen seltener. Und dann hat der San Mattia einen recht guten getroffen. Mit also es ist so wie so ein Ömi, müsst ihr euch vorstellen, so eine Oma, wo halt, bring uns noch so einen, sagt. Ich sag das jetzt mal für dich, dass du das nicht musst sagen, oder? Und er hat hast du das jetzt schon spoilern in diesem Video? Oder hast du gedacht, vielleicht behaltest du das für später? Also ich finde es geil, dass es jetzt wie so, du schon spoilern. Also, aber das ist ja wie so ein Reveal, das hätte man ja auch behalten können, weißt du, was ich meine? Aber so. Ich finde, es gibt noch gerade mehr Teufel irgendwie drin, wenn man weiss, von wo das es kommt, gerade aus dem Grund, weil es könnte ja auch sein, dass sie das auch selber irgendwie hat aufgenommen, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Nicht, dass man auch gar nicht damit verknüpft, dass es so eigentlich ein hoher affiger Scheiß ist. Und wenn du dann nicht zeigst, von wo das kommt, dann denke ich mir so, wie stupid ist denn das? Aber mir findet es halt nicht irgendwie catchy oder so, und dann ist es halt lustig. Es ist halt wirklich sehr zufällig, also es fühlt sich extrem zufällig an, wenn du die Szene so siehst und du denkst, von dort kommt ein Tag, wo eigentlich relativ geil tönt, wenn du dann so hörst mit irgendwelchen Hip-Hop-Beats, also weißt du? Also das muss ich schon sagen, also ganz ehrlich, aber es ist nicht so, ich denke auch, weil bei den meisten ist es halt relativ langweilig, weil du halt du nimmst halt deinen Namen als Producer meistens, oder so. Oder man schickt irgendwie so einen Toast irgendwo auf Fiverr oder wie heisst es, so macht man einen Producer-Tag und irgendwie so San Mattia, nice, bla bla bla. Und dann ist so ein Mülltag, den jeder hat. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht in Frage gekommen, in dem Fall. Also hast du es dir gerade gewusst, was du mal gesehen hast? Seit wann hast du den Tag? Sagen wir es mal so. Oder fragen wir mal so. Boah, ich glaube ab dem 2 Jahre, 3 Jahre. Schon. Und dann habe ich wollte jetzt nicht so tun, als hätte ich das so zufällig gefunden. Also ich habe mich schon so auf die Suche gemacht nach irgendeinem geilen Shit oder so. Ja, nein, das ist ja legitim. Ja, also, wenn man aber dann habe ich mich so durch Zeug durchgeklickt und so und halt Emmental und mich muss so vertreten, Uli der Knecht. Das ist einfach der Shit. Also, warte, was ist der Origin, genau, was ist der Ursprung von dem? Von dich sagt mir halt nichts, aber ich bin halt der ignorante Zürcher, so, mir sagen wenig. Also, Uli der Knecht, legendärer Schriftsteller, wie hat er jetzt geheißen, Mann? Er ist legendär, ich weiss nicht, Gotthelf oder so. Hat so pure Storys geschrieben, so ganz alt. Das ist etwa vor, ich weiss doch nicht, 100, 200 Jahre, ich weiss doch nicht, uralt. Und das haben sie gefilmt. Und halt so eine berndeutsche Variante gemacht, aber dann haben sie gemerkt, das zieht auch bei den Deutschen auch noch. Und dann haben sie so eine dreckige, mit dem komischen Schweizer Hochdeutsch, haben sie das nur so vertont. Und dann entsteht halt so ein Scheiß. Eigentlich richtig eklig, so richtig cringe, wie so schön in der Sprache so. Aber es macht es eben wiederum attraktiv, so. Also, dass du so geflippt hast, finde ich recht spannend, okay. Also dort, gut, ja, und ich verstehe natürlich, umso mehr du den Tag verwendest, gell, also umso mehr gewöhnt sich nachher auch dran, so. Also das würde ja automatisch passieren, von dem her. Also ich kann das nur befürworten, dass sich auch auf der Producer-Seite oder Artist-Seite Leute ein bisschen Gedanken machen, auch zu eigenen Tag-Identität oder so. Vielleicht geht das irgendwann wieder weg, gell? Ich kann mich noch erinnern, dass es, bevor niemand, auch bei internationalen Künstlern, wo es gar nicht erlaubt war, von der Künstlerseite und von der Labelseite, dass der Producer einen Tag auf den Song hat. Das war mal verboten gewesen, beziehungsweise wo der Producer
in der Zeit, wo so, keine Ahnung, 2010, 2011 oder so, wo all die Pop-Hits, die grösseren Pop-Hits entstanden sind mit Hip-Hop-Produzenten, haben so wahrscheinlich schon recht viele Hip-Hop-Producers versucht zu finessen und zu sagen, hey, kann ich nicht meinen Tag drauf tun? Ja. Aber, also einen Oh-Shit-Moment habe ich wirklich mal gehabt, was so ein Tag angeht, wo es den Umschwung gegeben hat, ein bisschen, ist beim, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, von der Rihanna, Needed Me, vom DJ Mustard. Dort ist so gewesen, also ich weiß nicht, ob ich davor von der Rihanna irgendwie gehört habe, dass ein Tag auf einen Song von der, weil das ist so der Holy Grail, so, die Tags dürfen halt nicht dort drauf. Und irgendwie hat es nachher der DJ Master trotzdem geschafft, dass er von dem Needed Me am Anfang vor dem Drop den Tag hat. Danach denke ich, krass, jetzt wird der für all die Pop-Acts, wird der nachher die Türen öffnen, weil nachher alle die Tags wollen haben, man, auf den Beats. Sick. Also ich verstehe es auch, es macht sie auch cooler für die Leute, so, also, oder Künstler, weißt du. So ein Punkt mehr, wo man sich nachher damit identifizieren irgendwie. Definitiv. Murder on a beat, that's not nice, bla bla bla. Dann so, damn, ich kenne 1000 Lieder, die ich feiere, die genau das vor am Anfang hat und F4 mit den Tracks sowieso schon. Also nicht, dass es dir jetzt um das würde gehen. Das ist halt wirklich nein. Identität, wo du halt... Ja, so ein Stempel, man. Stempel, so ein bisschen dein Ding sprinkeln. Ja. Deine Identität drüber sprinkeln. Ja. So. Ah, okay, easy. Aber dann hast du den Ursprung gut, easy. Im wenig gross Video hast du ihn wie so ein bisschen schon gezeigt. Okay, look, ich frage es mal so aus dieser Perspektive. Hat es Memes gegeben, die nicht mehr Platz haben im Video, wo du hast rausnehmen, so leidig und denkst, oh nein, man, den hätte ich schon noch gerne drinnen gehabt, aber hast du nicht mehr können? Also, hast du Sachen canceln? Hast du Sachen rauscanceln? Also, es war mehr umgekehrt gewesen. Ich musste sagen, okay. Was von diesen 1 Milliarde Memes und politischen Sachen nehme ich jetzt rein, ist es mehr gewesen. Okay. Also, es ist ja nicht, also, das ist ja so gross und so, die hat ja nie irgendwie perfekt kannst du gar nicht treffen. Das ist schlussendlich auch Geschmackssache, was du lustig und gut und wichtig findest und so. Also weißt du, welchen Flip ich spannend gefunden habe oder welcher mir geblieben ist, nebst dem Beat Tag Reveal natürlich so, ist wie du die Line hast, glaube was ist sie? Fake Supremos China und das mit dem Markiplier Meme verbunden. So. Das habe ich nicht Also ich habe nicht gewusst, du hast vor das Markiplier Meme, hast du das gekannt oder ihm jetzt als YouTube Meme oder so? PewDiePie, was kann ich sagen? Also, die Leute, der Markiplier, der war schon mal Nummer 2 auf YouTube nach dem PewDiePie. Ja. Der ist einfach irgendwann überholt worden von den Leuten, Mann. Ja. Ich muss euch vorstellen, für die nicht so YouTube-affin sind, PewDiePie natürlich umstrittene Nummer 1 mit seinen 100 zu 3 Millionen Subscribers. So great. Abonniert PewDiePie T-Series überholt nicht sonst. Nein, was? Wer überholt ihn jetzt? T-Series hat nicht überholt. Das ist so ein Label von Indien. Das Indien-Label, ist er jetzt nicht mehr? Er hat ja eben auch noch die Pause gemacht, gell? Ja, aber und das hat keine Rolle gespielt. Trotzdem der YouTube-Algorithmus hat trotzdem gut gepusht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber talking about dedication, einfach so, kann man sich jetzt auf der Künstlerseite natürlich eine Scheibe abschneiden, egal wie man das nachher einsetzen will. Der Typ, weil jeder will ja das, was er wahrscheinlich hat auf YouTube, also so, wenn du in der YouTube-Welt jetzt wärst, eher so YouTuber oder YouTuberin. Und die Leute verstehen nicht, der hat für 10 Jahre jeden Tag ein Video hochgeladen. Er hat, glaube ich, 9 oder 10 Jahres Run gehabt, wo er jeden Tag ein Video hochgeladen hat. Krank. Sich mal vorstellen, wie krank das ist, man. Die Dedication dahinter. Also ja, du musst ein bisschen verrückt sein dafür, dass du das überhaupt machen willst. Klar. Aber, ey, man, alles, was über 2-3 Jahre ist, täglich etwas aufladen, denk so, wirst du doch irgendwann verrückt. Ja. Also, okay. Ja, das Markiplier-Ding habe ich schon, also das nachher mit Ding, ich weiss jetzt nicht, wie du drauf gekommen bist, dass es mit Fake Supreme aus China, aber der Punchline ist natürlich geil, so. Warte, was ist mir noch geblieben? Der ist mir geblieben. Und dann,
ja, obviously viel Schweizer References natürlich so. Das habe ich Finde aber bewusst gemacht, weil ich ja nicht wollte, dass es wie so, es gibt viel so das Zeug, das halt so Schweizer, das ist cool, das nehme ich so rein, gerade wenn sie so, eben, ich habe es schon gesagt, immer die blöden Wörter brauchen, die eben Dummies brauchen. Weißt du, wenn irgendein Song rauskommt, wo irgendwie Drip oder irgend so ein Bullshit, und nachher denke ich mir so, warum brauchst du nicht das Wort Spittu oder irgend so ein Shit, weißt du, wo so echte Relevanz hier hat. Ich meine, damals hören unsere Tracks nicht. Warum musst du Drip und Racks und so Bullshit sagen? Du kannst Spittu sagen und Dummy und der ganze... Hey, finde ich schön. Ja. Finde ich schön. Also ich will nicht heuchlerisch tönen, weil ich auch Anglizismen natürlich verwende, wo ich merke... Anglizismen ja gar nicht gegen, aber... Nein, so. weißt, ich denke auch, das macht man vielleicht im Social Media Space oder YouTube Space, oder ich habe es jetzt auch gemerkt mit den Streams, mache ich das mehr als privat, natürlich. Aber du hast recht, also die eigene Identität da in der Schweiz als Künstler hat nichts mit dem zu tun. Genau. Also, oder wenig bis gar nichts. So. Ja. Darum finde ich es eigentlich schön, wenn man äquivalente Wörter, wie du das sagst, findet oder Begriffe, Genau. die eigentlich im Mundart mehr passen. So. Aber jedem das seine, egal wenn jemand Drip, Sauce und alles verwenden. Aber wir sind, glaube ich, vom Punkt abgekommen, du hast gesagt, wegen Schweizer Content, eben, dass sich so die Schweizer abgeholt fühlen. Ja. Ich will zeigen, dass die Schweiz auch Teil von dem System ist, wo wir hier drinnen sind. Dass nicht nur Amerika der Plage ist für das Shit, weißt du? Du hättest können einfach International Content, International nicht, Memes. dann wäre es nicht greifbar gewesen. Das stimmt. Also ich habe einen feinen Zug, also wenn man sich viel mit YouTube befasst, und ich bin halt ein Junkie auf YouTube, so wahrscheinlich auch, also privat wie auch geschäftlich, dann kann man das, finde ich, wertschätzen, dass man auch lokalen Content wird nehmen, in irgendwelcher Form, also mit reinmischen, so. Ja. Klar, vielleicht wäre es nur mit Schweizer Memes, wäre es vielleicht nicht gegangen, weil es nicht genug, oder? Wäre nicht genug. Gesagt, Schweizer sind allein, oder das gehört ja gar nicht zu dem ganzen Kuchen, oder wäre es ja wack. Aber wenn man es dann eben mischt mit so internationalem Shit, wo man sowieso die ganze Tag damit konfrontiert ist, und dann gesagt, Schweiz ist ein Teil von dem. Verstehe. Dann kann man nicht besser bingen, so, weißt du, was ich meine? Ich denke auch nicht, dass man das muss so, im Marketing nennt man das ja so segmentieren. Ich denke nicht, dass man das so unterteilen muss in schwarz und weiß, sondern eher mischen. Das hilft eigentlich so, das stimmt. Ich meine, du hast ja auch ein paar, oder ist das der Distrust gewesen, den du genannt hast, oder ein anderes Feature, so auch Englisch gemischt hast auf den Songs vom Album? Ja, das war mit Distrust gewesen. Also weißt, mit dem Distrust, oder? Also ich will gar nicht sagen gegen Anglizismus und so, das ist der Shit, ich finde das super geil, aber... Nein, wir verstehen uns. Es geht mehr um die Trendwörter einfach, die einfach keine Relevanz haben. Hast du dann ein Liebling, also aus Excluding, wir nehmen jetzt das Ding raus, bring uns noch so einen Meme, wo du hast rein da. Hast du dann ein anderes Favorite, was ist deine Favorite-Szene von dem Video? Und für die Leute, die nicht von da neu dazugestoßen sind, willkommen beim Cola-Podcast, bei dieser spontanen Night Session, mit niemand anderem als dem San Mattia. Könnte man sagen, aufstrebende neue Newcomer aus der Schweiz, oder so. Ohne das jetzt, und genau, ohne das jetzt zu fest irgendwie in Wörter zu fassen, so, aber wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Stream, und das werdet ihr aber später auch sicher noch auf YouTube sehen. Und der San Mattia versteht halt auch ein bisschen etwas von YouTube, und darum reden wir über sein Musikvideo, «Wenn ich gross bin», wo kürzlich rausgekommen ist. Aber hast du ein Lieblingsmeme, das du dort reingepackt hast, oder eine Lieblingsszene selber? Und so müsstest du drüber nachdenken. Ja, halt Schweizer Referenzen finde ich nice. Aber, warte, Schweizer Referenz, ich habe es da vor mir. Halt SRF und der ganze Scheiß, weil es halt so wie Punkt verbindet. Aber ich finde eigentlich am nicesten. Ich habe mich viel mit den amerikanischen Wahlen beschäftigt in letzter Zeit, also da die Vorwahlen. Okay. Und ich bin echt also dumm, Politik aber ein Kollege... Generell? Wie? Politik interessiert dich generell oder jetzt einfach bei diesen Wahlen? Absolut. Okay. Ja, weiss man ja nie, eben darum. Ich habe einen sehr nihilistischen Ansatz, so. Also ich kann mich nicht so etwas zuordnen, wirklich. Ich bin mich selber noch ein bisschen am Finger. Aber ja. Ist ja fair. Aber ja, anyways.
Okay. Internationale Wahlen oder Ja, US-Wahlen? genau. Nachher, ich weiß nicht, wie ich selber nicht drauf bekomme. Also ich habe immer so meine Homies, wo ich halt so meine Videos aber noch schicke, um drüber zu schauen. Also ich kann jetzt nicht so Hände gut schneiden oder so, also ich kann es ein bisschen, aber so meine Leute, die ich aber so Musikvideos und so plane, das sind andere Leute und dann habe ich es denen so geschickt. Und Du hast Goons für das, ja, Mann. würdest Also ich sagen, mache halt also. so eine Lehre, wo sehr auf das bedeutet. Ich mache einen Mediamatiker und wir haben Ah, viel mit okay. Video und Marketing und all dem Shit schon zu tun. Das ist natürlich sehr nice. Okay, geil. Aber eben, dann, ich habe es einem Kollegen geschickt und der hat dann gesagt, ja, das Meme fällt noch mit dem Bernie Sanders, der so durch die U-Bahn rennt. Und dann habe ich so, ja, stimmt, klar. Aber ich habe das, glaube ich, sogar schon abgeladen gehabt. Aber ich habe es dann erst noch drin, weil ich es so ein bisschen wie vergessen habe. Und das ist das Beste, Mann. Der Bernie Sanders, Ultra funny. So eine wird Geschichte. ja. Ja, das ist halt eben dort, ich glaube, die Meme-Macher generell von der Welt, weltweit, haben jetzt recht viel zu tun, so, in all diesen politischen Corona-Diskussionen und all diesen Virus und Epidemie und alles. Ja. Okay. Aber du beschäftigst dich also auch sonst, eben das merkt man ja auch ein bisschen, an der Materie oder am Geschmack, du beschäftigst dich auch sonst auch ein bisschen mit YouTube oder generell alles, was so Internet-Culture ist, oder könnte man sagen, so. Also wieder ein Band, so. Okay. Hast dann, und Schweizer, sag mal, auf den Schweizer, einfach, dass ich deine Meinung dort ein bisschen habe, so. Sagst halt das, was du willst sagen, so, wir sind am Ende vom Tag live, so, ich würde es jetzt verstehen, wenn du ein bisschen zurückgehalten wirst, aber ist es schon so, dass du auf der Schweizer YouTube-Seite irgendjemand dort hast oder Leute hast, wo du findest, ja, okay, ja, die hast du zumindest auf dem Schirm oder so, nicht die vielleicht täglich, nehme ich jetzt mal noch nicht an, ich vermute noch nicht, dass du von jemandem täglich die Uploads tust, konsumieren, so, als Fan meine ich. So. Aber hat auf der wiederum auf der YouTube-Space-Seite, wie es auf der Mundart-Künstler-Seite, hat es Leute, die du auf dem Schirm hast oder die dich interessieren? So. Also ich weiß nicht, ob ich ein bisschen der falsche Ansprechpartner für das bin, weil ich kenne wirklich alle Schweizer Musiker, die ich kenne ich halt von sozialen Medien, die nicht YouTube sind, also Instagram oder so. Gerade Ja, Schweizer, klar, ja, gut. Schweizer Macht machen das Sinn, ja. Instagram-Game gut, finde ich. Also so, mir ist sehr, sehr gut am Promoten, sehr gut am Connecten und der ganze Scheiß. Aber YouTube, wirklich, rein von YouTube habe ich noch gar nichts gefunden, wirklich. Okay. Also, Es ist eben das mit der Blase, wie du das mal gesagt ja, hast. genau. Du findest eben die Sachen auch hure schwierig im Moment. Also es ist recht schwierig, dass Ja. du in den Algorithmus reinkommst, wo du die Leute eben findest, habe ich das Gefühl. Voll. So. Wenn du nicht spontan danach suchst. Aber eben, ich müsste eben meinen, also ich interessiere mich auch gerne dafür, dass ich wissen, ob die Qualität, so wie bei den Mundartkünstlern oder bei den Musikern und Musikerinnen da draussen, dort gibt es ja auch immer irgendeinen höheren Anspruch, irgendwann einmal Künstler ist. Und dem müsste sich ja irgendwann auch zeigen auf der YouTube-Seite, müsste ich meinen, oder auf der Creator-Seite, weißt du, die Content halt machen. Die Content-Goons da draussen. Also ich müsste meinen, die Memes von der Schweiz, Schweizer Memes, sind ja auch besser geworden über die Jahre, hoffentlich so. Also, das wäre es ein bisschen schade drum, so. Ja. Aber auf der Ding, sag mal, okay, easy, aber wenn es auf der Mundart, also auf der Künstlerseite wiederum, so junge, aufstrebende, keine Ahnung, wie du jetzt, wenn das jetzt ein bisschen kitschig tönt, aber dort hast du das Gefühl, hast das Gefühl, du siehst viel um dich herum, wo dich motivieren, wo dich inspirieren, so, nicht nur in deinem eigenen Camp, aber generell, so. Also rein vom Marketing-Game her. Nein, ohne dass du jetzt Namen nennst oder so, nicht marketingmäßig, einfach künstlerisch. Fühlst du dich künstlerisch inspiriert wegen deinen Peers zum Beispiel, also wegen deinem Umfeld, Ja. du genug viel siehst da außen, oder eher holst du die Motivation bei dir selber, weil du vieles halt noch nicht so geil findest, sagen wir mal. Also ich habe jetzt, muss ich wirklich sagen, sehr viel Inspiration aus dem Schweizer Game. Rein aus dem Grund. Also das soll jetzt überhaupt nicht zynisch oder so tönen, ich meine das nicht böse. Das ist einfach so. Alles gut. Wenn man Alles so gut. sieht, Auf der transparenten Seite, auf dem Cola-Podcast, wie Ja. ihr alle wisst. Also, wenn man halt so sieht, wie viel also in ihrem eigenen Film in sind einfach. Wie das alle mir denkt so viel nehmen sich so ein bisschen zu ernst irgendwie. Es ist so, man ist so im eigenen Film, man tut immer schön promoten, man tut die aus seinem Camp promoten. Also ich bin da ohne unschuldig, überhaupt nicht. Ich bin einfach auch nicht, ja gut, ja. das ist echt normal. Ist ja okay.
einfach generell so ein bisschen mit Blick auf die Schweizer Game. Es ist einfach alles ist so ein bisschen zu bubblemässig. Mhm. Und nachher Mhm. Inspiration sind ich daraus, weil es mich halt motiviert, weil ich das anders machen will. Oder halt so, ich will nicht so irgendwie mir etwas ins Feste so hergeben oder so in so eine Gruppe fallen oder irgend so etwas und es genau gleich machen wie die anderen, dass ich nachher genau so wie, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt Sinn macht, gross, aber du weißt vielleicht, wie ich meine. So, ob du einfach von der Szene verschluckt wirst. Also ich sage mal gewisse Sachen, die dann vielleicht du nicht aussprechen müsstest jetzt in so einem Livestream, weil mir ist jetzt also nicht egal natürlich, aber gewisse Sachen machen wir ja natürlich auch nicht so als freier Agent da draussen. Aber ich denke, es ist eben schon ein gefährliches Spiel vielleicht, was du beschreibst oder wie ich es interpretiere, dass man halt will Gruppenzugehörigkeit eben auch amigs haben als Künstler oder Künstlerin. Aber vielleicht kommt man eben dann plötzlich in so eine Szene, ich nenne es mal, ein Szenengefängnis rein, Ja, genau. wo du nicht so rauskommst oder du gehörst nachher zu irgendwelchen Leuten, oder? So. Ja. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Who knows, so. Aber es gibt halt dann viele von dieser, also immer dann, wenn zum Beispiel mir Leute sagen, die Schweizer Szene, dann denke ich, für mich persönlich, muss man ein bisschen aufpassen, weil die Schweizer Szene ist wie so, wer überhaupt bestimmt das am Ende vom Tag? Sowieso. Also zuerst mal die Frage, aber also wo man sich so ein bisschen philosophisch stellen kann. Und dann ist so, die ich halt gesehen habe, die zu fest mit dieser Szene, also es gilt jetzt auch, es spricht natürlich auch vielleicht hoffentlich ein paar neue Leute an, die da irgendwann einmal reinkommen, auch nach dir oder mit dir, so. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man zu fest dann in die Szene hineinschaut, das ist sowieso ein Brunnen. Das Sprichwort, wenn man zu tief im Brunnen hineinschaut, dann wird, wie ist das gegangen? Dann fliegst du im Brunnen, oder was ist das gewesen? Irgend so etwas, Mann. Jetzt, ich will nicht so gut mit der Redewendung dort, merke ich gerade. Kann ich noch schnell, einer hat noch gefragt, Bubble-mässig, ich finde das noch recht wichtig. Also, ja, genau. Also ich finde Bubble-mässig, es gibt das wie als Fan, also als Konsument, dass man so wie, man lässt diese Art von Musik, man lässt SOS, man lässt Kobe, man lässt das und das, aber man lässt kein Zürcher oder man lässt kein das nicht oder man lässt kein was auch immer. Dass man so wie sein eigenes Zeug hat, aber das ist auch ein bisschen normal. Aber es könnte auch noch besser werden, dass man so ein bisschen offener ist für neues Zeug oder auch für neue Richtungen oder solche Sachen. Aber ich habe es vor allem gemeint im Artist-Kopf, weil ich habe oft das Gefühl, man gönnt nicht oder man denkt sich immer so kurz, so, der hat jetzt eine gute Single gehabt oder so, das hätte ich auch wollen, oder der hat jetzt genau den Trend schon ausgenutzt, das kann ich jetzt auch nicht noch machen und so. Man ist so im Gegner zu den anderen und hat so seine Gruppe oder seine Leute und denkt sich so, man ist auch so in ihrer Bubble drin und ist so wie Bubble gegen Bubble, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und darum bleibst du auch meistens in deiner sicheren Zone, in deiner Bubble-Zone. Du brichst auch nicht aus dem aus. Und das ist auch einer der grösseren Faktoren, wieso auch viele nicht wachsen können. Also wenn ich es jetzt mit der Marketingperspektive noch zurückholen so, das ist voll so, weil du dann nur die aus dem Camp featuren sich dann gegenseitig, was auch voll legitim ist, was auch voll okay ist. Und die pushen sich auch über Social Media und so. Aber außerhalb, wie du sagst, hat es dann schon die Befangenheit, darf ich denn das oder darf ich das nicht? Also darf ich jetzt den anderen abfeiern oder die andere Person? Ja. Dürfen wir zusammen, wie ihr in eurer Berner Kultur sagen, dürfen wir dann zusammen bügeln oder nicht? Also so gewisse Fragen, wo nachher vieles ja in deinem Kopf stattfindet, wahrscheinlich auch, und wo du denkst, ja, das sind vielleicht also einfach so mentale Blockaden, die du eigentlich gar nicht bräuchtest, oftmals. Weil zusammen, also es tönt verdammt kitschig, Leute, aber so, um es vielleicht noch ergänzend, weil der San Matthias es natürlich wundervoll schon selber ausdrückt, ohne dass ich da noch etwas muss sagen. Aber man ist zusammen tatsächlich stärker als alleine. Also wenn man nur in eigenen Bubble sind, so. Also, wenn es um das Ding wird gehen, wenn es jetzt darum geht, also was ich ja zum Beispiel sehr wenig gesehen ist eben von Kanton zu Kanton, dass du das Bern mit Zürich etwas machst oder Bern mit Basel oder Basel mit Luzern oder was auch immer. Das kommt relativ selten vor, meiner Meinung nach, also von den Tracks, die ich gesehen habe. Und allein so etwas reicht schon,
dass du aus dieser Blase, aus deiner eigenen Comfortzone oder wie sagen wir, aus deiner Bequemlichkeit vielleicht rauskommst, irgendwann einmal. Aber ich kann auch verstehen, so bringen mich jetzt nicht um, liebe die Musikschaffenden, die das irgendwann werden sehen und sagen, ja, aber Alex, ja, aber eben, die Leute gönnen sich nicht und es gibt dann immer so den Mindfuck, dass man trotzdem nicht wird mit dem anderen richtig irgendwie zusammen sein und so und Favor for Favor, also dass du es nur so aus opportunistischen Gedanken machst und so, kann ich alles verstehen, so, und dann muss man auch nicht, also man muss auch nicht natürlich mit jedem cool sein oder so, um Gottes Willen nicht, also wäre auch ein bisschen der falsche Ansatz natürlich, das würde ich jetzt nicht damit sagen, aber ja, das Blasending, also anstatt dass es wenig kleine Blasen sollte geben, sollte vielleicht einfach, ich nenne es halt Kuchen, das, was du als Blase oftmals für dich gut beschreibst, nenne ich halt das mit dem Kuchen, dass man jetzt nicht kleine Kuchenkrümeli sollte nehmen für sich selber alle, sondern dass man auch sollte schauen, der ganze Kuchen sollte halt auch noch grösser werden, gleichzeitig, so, im Idealfall, keine Ahnung. Aber wie man das dann schlussendlich macht, das ist jedem selber überlassen, würde ich mal meinen. Was ich noch ganz kurz besprechen will, wenn noch schnell in dieser schönen Mitternachtsstunde oder in dieser Nachtstunde. Geisterstunde. Geisterstunde. Der Geisterstunde ist erst um 3, oder nicht? Nein, so Mitternacht. Doch. Kollege, nein, ist 3. Hippie-Gespenstli überhaupt gelost mal oder gelesen? Nein, 3. I'm telling you, 3 ist die richtige Energie für das. Also wenn man das tut. Dann wachst du auf. Schau, der Idiom weiss das. Idiom, sagen wir schnell, wenn ist Geisterstunde, aber ich meine auch, es gibt auch, ihr wisst schon, die andere Stunde, die ein bisschen darkere, die ein bisschen dunklere Energie. So, ich will es natürlich nicht aussprechen in meinem Stream, weil das wäre zu mächtig, wenn ich dort gewissen Energien zu viel Kraft gebe. So. Aber ich habe gemeint, um 3, Gala Control schreibt eben um 3. Findet das mal raus, weil ich kann nicht ins Internet also im Moment. Google sagt Mitternacht. Was ist 3 in der Nacht? Also google mal, was passiert um 3 in der Nacht, weil das ist auch irgendeine magische Stunde oder so. Aber Mitternacht, ja, weiss, Maria sagt Mitternacht auf jeden Fall. Der Idiom schreibt dann auch, aber woran liegt das? Ich höre viel sagen, niemand gönnt und trotzdem ändert sich's nicht. Ja, niemand gönnt, aber es ändert sich trotzdem nicht, würde der Idiom das sagen. Hat halt auch etwas, Mann. Also keine Ahnung, ja. Also ich würde jetzt meinen, ich persönlich denke, die das nicht gönnen, das gibt es in allen Ländern. So. Das gibt es nicht nur in der Schweiz. Aber die Schweiz ist vielleicht eher das mit, ja, du schaust eher internationale Sachen an und nationale Sachen findet man dann so noch nicht so cool ab und zu. So. Aber das ändert sich ja vielleicht auch. Ja. Was ich aber noch ganz kurz fragen, lieber San Mattia, für die da jetzt erst später einschalten, einen kleinen spontanen Tag mit dem San Mattia für die letzten 10 Minuten. Ich denke, also, das ist jetzt meine Interpretation, aber das DIY-Prinzip scheint so, als wäre das wichtig, also so die Do-it-yourself-Mentalität ein bisschen. Mhm. Was denkst du, wieso ist das so? Also ohne jetzt, egal wie tief du jetzt in das rein willst, aber wieso denkst du, weil du ja auf der Produzentenseite natürlich auch deine eigenen Beats willst machen, du bist wie so dein eigener Soundarchitekt zu deiner Musik, gleichzeitig schreibst du aber auch Texte und machst, wie jetzt zum Beispiel bei dem Video, das wir besprochen haben, machst du vielleicht gewisse Sachen halt selber, aus deinem Geschmack raus. Wieso hast du so das Do-it-yourself-Prinzip? Was denkst du? Künstlerisch gesehen. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen, also ich meine Marketing, also ich meine finanziell und so ist es ja eigentlich dumm. Weil ich würde bessere Produzenten finden, die mir bessere Sachen machen könnten, oder ich würde vielleicht sogar einen Texter finden, der meine Texte würde schreiben oder solche Sachen. Aber es ist einfach rein so, ist vielleicht einfach so ein bisschen romantisch und naiv, weißt du, weil ich liebe das einfach zu machen selber. Ich komme selber vom Produzieren her, also ja eigentlich. Also du hast mit Produzieren zuerst angefangen, ja, mit Beatmaker zuerst angefangen? Ja. Ah, okay. Das mache ich jetzt schon Jahre, aber Rappen erst ein bisschen mehr als 1 Jahr. Und es ist mehr so gesehen, ja, ich finde es einfach geil und ich bin richtig interessiert, die zu produzieren oder auch das Mastering und all das. Ich bin einfach interessiert in den Scheiß und nachher... Jetzt hast du dich halt festgefahren. Ja, halt so ich will niemandem weggeben. Warum
Warum sollte ich es jemandem zum Mastering geben, wenn ich es lernen kann, selber zu machen und nachher das so ein bisschen checken kann, weißt du, was ich meine? Ich bin voll bei dir. Also ich finde es einen schönen Aspekt, weißt, dass du gewisse Selbstständigkeit dort willst rein tun, so ganz ehrlich. Also, und ja, was, sorry, sag weiter. Wenn, Ja. also mehr wegen dem Ding. Ich has einfach, ich finde ja, ich frag das auch, das frage ich eher bewusster, weil ich das gern gesehen, persönlich auch, muss ich sagen. Also, dass man ein bisschen, wie sagt man so, selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau, so, dass man halt ein bisschen einen eigenständigen, selbstständigen Spirit hat, generell, egal was es jetzt wäre. Muss ja nicht nur, also eben, du machst jetzt den Beats und den Text selber oder auch Mix Mastering auch noch. Gewisse Leute finden ja zum Beispiel, okay, easy, ich will einfach den Text selber machen oder einfach alle, gewisse Aspekte, die man halt nachher selber lernen und in die Hand nehmen, im künstlerischen Bereich, finde ich geil. Also finde ich gut, wenn man es so zuerst machen. Weil dann kannst du immer noch kannst du das bitte sagen, das mit den Regeln oder Regeln wissen und Regeln kennen das hast du ja mal gesagt, Ja. oder was? Ja, genau. Also wenn man Regeln brechen will, muss man erst die Regeln kennen, dass man sie brechen kann. Sonst macht man auch alles falsch Exclusive. und macht es Right there, exclusive für den Cola-Podcast vom San Mattia, so, dass er das in 10 Jahren, nachher kann anschauen irgendwann auf so einem YouTube-Third. Irgendjemand hat es nachher gerippt und nochmal auf YouTube random aufgeladen. Und dann kann man sich, das kommt ja nicht kann man von sich mir, das das nochmal Zitat. Das ist ja anschauen. nicht so, als hätte ich das Nein, voll. Das ist ja alles, das ist ja wie vielen Sachen alles, ja, aus irgendeiner alten Zeit, so, wo die Leute schon, also wir tun ja so, als wären die Leute vorher doof gewesen und hätten nicht gewusst, was sie machen, aber hat ja vieles auch schon gegeben, irgendwo durch. Aber ich finde das gut, dass die Sachen lernen willst und wie du halt dann sagst, gewisse Regeln willst verstehen oder es hat ja auch nicht mit falsch oder richtig zu tun, sondern dass das dir selber willst aneignen, das finde ich einen spannenden Aspekt. Und dann kannst du eben immer noch sagen, okay, ja, gewisse Sachen willst du abgeben, wenn du halt, wie du gesagt hast beim Video, wenn du Leute hast, die besser, wo das nerdiger machen und das besser können, ist sehr legitim, dass du das abgibst, oder so, wenn du es nicht selber willst machen. Das finde ich eigentlich spannend. Aber, ja, ich weiß nicht, was gibt's noch, Mann, an dieser schönen, es ist recht ruhig, Mann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist da, aber du bist da drin, aber ich muss vielleicht mehr so Balkon-Streams machen, merke ich jetzt gerade. Hätte ich deine Nachbarn noch nicht angefickt oder so? Nein, die sind okay, Mann, die sind, wie, jetzt in der Corona-Zeit ist ja Solidarität angesagt, jetzt nimmt man Rücksicht, also nein, eigentlich dürfte ich das jetzt nicht sagen, weil ich am meisten in der Nacht so laut bin da draussen, aber ist okay, ey, Leute brauchen auch so ein Ding, oder? Wie, wo wir es von YouTube haben, so ein ASMR-Schlafstream, weißt du, für die können einschlafen, so eine ruhige Stimme. Du weißt schon, das ist, ey, das gibt Views, ASMR-Zeug und so. Das ist nicht ein bisschen durch, jetzt schon. Nein, aber ist cool gewesen, dass du Zeit genommen hast. Ja. So, also das wird hoffentlich vielleicht jetzt nicht das letzte Gespräch, wo ihr Lieben da vom San Mattia gesehen auf dem Podcast. Das ist er jetzt so gütig gewesen, dass er den Content oder dass er wie so sich bereit dazu erklärt hat, zu dem sehr spontanen Talk, so muss man sagen. Aber wir können das auch so open-ended lassen, so ein bisschen offen lassen für die Leute, die das interessiert oder wo die Musik von San Mattia interessiert. Das werde ich noch unten in der Beschreibung dann rein tun. Könnt ihr gerne abchecken. Und ich würde sagen, stay safe in der Quarantänezeit jetzt noch. Stay home. Stay home, genau. Hashtag stay home. Und noch viel Spaß beim Musizieren, würde ich sagen. Dankeschön. Ist gut. Ja, danke, ich konnte dabei sein, hat mich gefreut. Spaß gemacht. Alles gut. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Yes. Ich kick dich mal raus. Yes, peace. Ja. San Mattia auf Instagram. Ja. Peace. Geht alle folgen, So, liebe Leute, die Abendstunde oder Nachtstunde ist ja schon wieder vorbei. Für die da jetzt noch zugeschaut haben und dann noch dabei sind so spät, danke vielmals fürs Zuschauen, für die eher spontane Aktion da. Danke an San Mattia, dass er da dabei war, bei dem kurzen One-on-One-Talk. Und für die, was verpasst haben, ihr werdet das später auch noch
auf dem YouTube-Channel gesehen, unter Collab Podcast. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.